Ich habe ihn gefüttert, habe ihn ins Bett gebracht, ich habe alles für ihn getan. Ich meine, ey, ich konnte nicht wissen, dass er in der Nacht aufgeht. Hallo, du hättest bei ihm bleiben sollen, neben ihm schlafen, dann wäre das nicht passiert. Das wäre so oder so passiert, Mann. Sag mal, hast du so eigentlich noch alle? Das macht mich wahnsinnig, dass ich nicht weiß, ob Papa gelitten hat. Ich weiß ja nicht, ob er ohnmächtig war oder nach Hilfe gerufen hat und wir waren nicht da. Aber das verstehst du ja alles gar nicht. Oh, ist diese Scheinheilige Wundermale Regel, das zu hassen. Nein, er ist mir egal. Tja, und warum haben Sie dann einen vermeintlich männlichen Streitkumpanen erfunden, wenn Sie doch tatsächlich diejenige waren, die wir den Streit hatten? Was ging's dir da? Mensch, ich wollte Melanie helfen. Ich habe mir so leid getan. Das war doch nicht der einzige Grund, Frau Holsten. Das glaube ich Ihnen nicht. Nochmal. Unter Hinweis auf Ihre Wahrheitspflicht hier. Was ist an diesem Tattag wirklich passiert? Ja, ich brauchte die Unterlagen aus der Wohnung von meiner Mutter. Und ich wusste ja, dass sie eigentlich mit Tobi auf dem Konzert war. Und ich bin denen ja auch seit der Beerdigung ziemlich aus dem Weg gegangen, weil ich das echt nicht ertragen konnte. Ja, und da habe ich ihn halt getroffen auf der Terrasse. Da stand plötzlich Ihr Bruder vor Ihnen, von dem Sie dachten, er sei im Konzert. Ja. Und? Ja, wir haben uns gestritten und er war mal wieder total fies zu mir, wie halt immer. Hat gesagt, dass ich eine langweilige Kuh wäre und dass mir halt keiner Beachtung schenken würde.